Mini bleibt Mini, a für sein Image, a sein Design, den die Klienten so schätzt, nicht zu verleieren, gouf de Mini-Jahrgang 2016 auch nimmen technisch und optisch verbessert und verfeinert. Basis von 3,82 Meter als aber bestohlen blieben. Neben dem neu gestalteten zweidimensionale Logo am sogenannten Flat Design im Kapo gouf auch das komplett Lichtsystem abgepäppelt, sowie Scheinwerfer, die lo eng schwarz blend angebaut kruten, und noch für einen markanten Akzent sorgen. Wobei de Scheinwerfer die Blinke vom Winker vom weißen Jahreslicht an die gilt-orange wechselt. Die Hönneschluchte strahlen lo in der Lichtsignatur vom britischen Freundel. Spätestens am Interieur dürften Minifans den neuen zweidimensionalen Mini-Logo Licht changierten 3 Speichevollon herumgesehen. Konstatieren, dass sich Cockpit-Ambiente auch deutlich verbessert wird. Wobei die besondere Blickfang direkt auf die runden, belichtende Farbdisplay an der Mitte vom Tableau de Bord zieht. Den Interieur präsentiert doch weiterhin die typischen Mini-Elemente sowie die klassische Schalterkulisse an der Mittelkonsole. Sitzposition am Mini als unverändert, gut sportlich blieben, an den Interieur als proper verschafft. Sportsitzer verdingen schon ein Sport Plus, die gut geformte Seitenbäcke geben genug Halt, für auch wirklich die Kartfeeling zu genießen. An der Punkt der Offroad-Platz wird nicht changiert. Die 2 Sitzflächen am Fond halten enger Sitzprüf stand, am besten vergnügt den Server zu 2. Bei der Konnektivität wird Mini nach einmal no gelöst, aber bietet lo ein induktives Laden Apple CarPlay sowie über den sogenannten Send-to-Car verschiedene Funktionen an. Wo der Chauffeur sich Informationen wie die Parkposition oder den Tankinhalt direkt auf sein Smartphone checken kann lassen. Auch frisch dabei kommen den illuminierten Interieur Styling Option, zum Beispiel auf der Beifahrerseite ein handerlösten Dekor liegt mit der Signatur vom britischen Freundel und plus die schon bekannten Ambiente Belichtungsfarben. Du hast ja auch bekannt, dass in dem Mini auch individuell auf sich persönlich aufstimmen kann und dass auch die Luft von den Extras viel anbieten kann. Mal vom Cabrio schlägt 215 Liter bei zaunem Dach und 160 Liter bei offenem Dach und mit umgelösten Sitzer bis zu 720 Liter. Mir vu Venio TV Automotorshow wäre flott mam 1,5 Liter 3-Zylinder Turbo Benzinerin AW. Stärker Mundriff as unser Mini Cooper Cabriolet mat 136 PS a 7,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h bringt en Topspeed von 210 km/h auf dem Makadam. Für flott handlicht Fuhren sorgen noch 230 Newtonmeter, die schon knapps bei 1250 Touren an der Minute zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sollen noch mit Spaß im Vorbieten am Manner Sprit freuen. An unserem Testauto war auch die neue 7-Gang-Steptronic mit doppler Kupplungssport an Bord, die perfekt aufgestimmt ist, sodass ich schon bei niedrigen Touren sehr Spaß kann haben. Am selben Moment nutzt das DSG-Board auch Daten vom Navi und passt sich dementsprechend doch gut an. So schaltet Mini für eine Kehr eigenhändig an eine Stufe rauf und hält gang a flotte stramme Passagen. Speziell und ich mich mit dem sequentiellen Modus S Sport amüsiert, wo ich nach mit meinen eigenen Händen kann schalten und durch die Gang flitzen. A Punkto direkt auf Lenk setzt der Mini Cabriolet am Vorverhalten weiter sein Stempel vom Karting-Feeling ab, wo schon vom Wehrgas lo verschiedene elektronische Assistenzsysteme sorgen, wie die dynamische Stabilitäts- und Traktionskontrolle, ein elektronisches Sperrdifferential und eine Servosteuerung mit einer Vitesseaufhängerunterstützung. Wenn ihr Lob dieser Platz Spritverbrauch fragt, kann ich beruhigen, mir sind nicht aus der Rolle gefallen. Weil vis-à-vis von 5,9 bis 6 Liter laut Mini stungen wir bei 6,5 Liter auf 100 Kilometer bei normalem Fahren, kommen aber die 8 Liter rund, wenn wir den Modus S angeschaut haben. Die Sonne, die schenkt, wird bisschen schon da an. Verdeck aus Stoff, kaputt, noch anfallen zu lassen, und der dann 2 Stufen, Toivron und Cabriolet. Und als das geschieht, steht im Spaß und der Luft der sportlicher dekapotable Mini-Version auch nicht mehr am Weh. Wunderbar, als bleibt gefehlt vom Fahren, eng gemütliche Cruisen, enger guter Straße leer, zack zack im Keier, und das von den an 18 Sekunden der Weh für all Strahl von der Sonne bis zu 30 km/h am dekapotablen Zustand freimischt.
biet dat nach méi Spaß wie am Zonemini. Klenge Nodeel am dekaptablen Zustand, Verdeck lädt nach ëmmere so, dass het Sicht no Hannen deelweis bedeckt. Por den Loch nach op e flinken Handling, da sitzt de scho richtig an engem stärken dekapotable Mini, den die Gutlaun schon am Schofer erwäscht. Ich mengen ernst das hätte ich mir auch nicht erwähnt. Wo de massiven SUV-Boom kaum eng Markt zreckhält, passt der Rollo den neuen XC40 perfekt an Volvo-Familie mam Suse vum XC90 an XC60. Volvo wildet wissen, erklimmt mam neien 4,43 Meter langen XC40 lo an der SUV-Kompaktklasse ran, soll de Freund vun der junker Familie gin. Mam XC40 wëlt Volvo mi eng Jong an offe Klientel sprechen. An huet auch an dem Sinn den Design vum Auto manner streng e bësse mat Lochtgefiel gezeechent. Ähnlich das wie bei sine grosse Britter. Karosserie huet keng Ecken erkannte méi, aber auch dofir de Schwedefändel als Identitätsbeweis. Durch diagonal brede Kühlergrill, die T-förmig fieschten LED-Scheinwerfer am Hammerlook an die typisch L-förmig hënnechte Luchten assen ableifte noch als Volvo zu erkennen. Den Dach huet doch en kleng Undeutung vu Spoiler, wat dem SUV méi sportliche Look gëtt. Ähnlich das wie beim XC60, aber am XC90 betont am XC40 en hellen, wie an unserem Testauto en ziemlich engagierten, feirigen Orangentouch. Am Interieur typisch Volvo stieche weiter andere Gras, sowie die gut verschaffte Materialien an die mittlerweile bekannten Armaturen. Die knufflichen Automatikschaltknapp fällt op, lädt gut an der Hand, wie überhaupt die Purknapp gut sortiert sind. Den Interieur vom 4,43 Meter langen XC40 erinnert einmal mehr darunter, wie die Bezeichnung kompakt SUV enorm de Janeiro bringen kann. Oder sie nicht den einzigen, den sich in kompakt mehr kleinen SUV vorstellt. Auch durch sein Panoramadach geht den Eindruck normal verstärkt, dass den XC40 so groß wirkt, dass ich kaum glauben kann, dass Volvo am XC90 nach einem SUV ubit, den nicht nimmen, eine Nummer mit 2 Nummern mehr groß ist. Die kompakten Maßen vom kleinen SUV sind gut berechnet, sodass dem noch auch nicht von einer engt und offen Platz zu spüren ist. Hanner dem Volant huet den op jeden Fall de besten Übersicht. Sitzer sie genese komfortabel a gut verschafft wie bei singen zwei große Britter. An die Hönnechtssitzer bieten noch nach a gute Sitzkomfort fir mat enger Gräis vun 1,80 Meter de Weg zu verstohlen. Wat de mocht de gute Label Langstreckenauto verspricht. De Cockpit weist klare Linien nun. An neben dem großen Infotainment-System an dem digitalen Tacho bleibt den XC40 auch sos absolut up-to-date a Sache Konnektivität. Wir an Loch nach die ganz Armada und Assistenzsystemer vom semi-autonomen Autohundpilot bis zur Panorama Kamera auf Bord huet, a wer dat nach net alles genug, de kann sein XC40 schere lassen. Durch den elektronischen Schloss kann in Gewalt iwwer de Schlüssel iwwer den App weitergehen an den Auto so en afren Deelen averlohnen. Mal mat senger heger Oflegkant ass mat 460 bis 1336 Liter Ladevolumen als durchschnittlich vis-à-vis vun der Konkurrenz unzugesinn. Fuhrverhalen lässt sich am besten Sinn neutral bezeichnen. An Freilumfuhren kann ich noch nicht aufstreiten. Ob Schonstförderung, Suspension für ein SUV ein bisschen zu komfortabler rüberkommt. Als Testauto stung uns den Topmodell am Diesel, den D4 All-Wheel-Drive mit R-Design zur Verfügung. Ein 4-Zylinder, 2 Liter Diesel Twin Turbo mit 190 PS. Den 1,1 Tonnen schweren SUV an 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km a bis zu 210 km sehr mischt. An dat alles iwwer 4 Räder. Wer doch net nimmen am Winter mehr op nassen a knaschte Strossen e Sicherheitsfaktor durchstellt. Dat Berchtheit run ass de 4x4 ass nimmen do, wann gebracht gëtt. Dazu passt Schaltkulis vun der Erdstufen Getronik. Obwohl dat sequenziell sportartig Schalten ufang se bësse gewinnungsbedürftig wär,
Sing Steuerung ass no mingem Gefil e bëssen direkt iwwersät, wer dawerëm ke Nodeel bei séiere Passagen duch engkeieren erberift. Mat enger ganz Kipp vun Assistenzsystemer, déi deels serieméisseg deels als Opioun u Bord sinn, mischt och de jngsten ass dem Volvo SUV-Sortiment d'Liewen am Auto secher anagréabel. Dass dëssen 2 Liter Diesel Twin Turbo an der Realitéit bis zu 7,5 Liter konsuméiert huet, statt der theoretischer Norm vu 5,1 Liter kann i noch alles als ordentlich Leistung bezeichnen. Op jeden Fall dëssen XC40 vu Volvo geht mat feine Manieren undepär. Opel-Fan sich in der Nähen erhalen an Furt GSI-Feld fänke verschiedene von ihnen rum zu drehen. Das waren nach Zeiten mit 150 PS starke Kadett GSI. Opel mich als OPC GSI erstellt man 9 Insignia GSI ein schärfen Design mit einem sportlichen Bodykit am Fenster. Die Fischtyp mat 2 vertikale Luftlächer a mat chrom enkadrierten Designelementer, LED-Matrixlicht, dort zieht schon alles de Blick op sich. Die sportliche Optik gëtt och nach durch speziell Säteschweller ënnerstrach, so wie seg dynamisch gezeichenten hënnechte Jupp mat 2 verchromte Nasbefreier och de Blick zieht. A fir Sportlichkeit nach Mezennersträchen a fir gute Grip op den hënnechte Räder ze kreien, suech doch beim Insignia GSI e Spoiler, den sich perfekt in d'Luftlin vum Auto uppasst. Dat sie schon optische Elemente oni ze verdreiwen, an déi die sportliche Schofer och kënnen unzeien. Für die sportlichen Tagamenterieur suegen een no ënnen aufgeflärtene beheizbare Sportsvolant, alle Pedalen an optionell die neue Performance RGR Sportledersitzer, die für un allem bequem a Langstrecken tauchlich sind, an hun eng opgeriechte Kinix Cobra erinnern. Sitzer mat Heizung, Ventilation a Massagefunktion sind sodanks verstellbar, a bieden de perfekte Säitenhalt och dann, wann et Moleppes méi flott soll führen goen. All de sportliche Akzenter ginn dem Interieur schon de Klänge plus. En anderem en Erdzoll-Display am mat Navi, de proper am Tableau de bord integriert das, so wie auch an all Insignia den Opel OnStar-System, de per Handdruck eng Verbindung zu engem Opel Callcenter opbaut. An dem 4 Meter in annons langen Insignia GSI kënnt der Tannenraklammen eng klengen Training ähnlich, weil de Kap kënnt sos emol vun der kuppesförmiger 5-Dere-Limousine erschreckt ginn. A Punkt op Platz hannen dran kann e mat lange Been scho komfortabel sitzen. Am am Blick an Mall ginn 490 Liter Ladevolumen ran, a mat den hënnechte Sitze ëmgelecht so go 1450 Liter. D'Erbesqualitéit vum Insignia GSI ass hai méi wie solid, sie leist schon e klenger Wandstoß vu Premium iwrech. Lobi Opel singem 9 Insignia GSI stärken 2 Liter Benziner mat 260 PS an do danniewend e stärke Biturbo Diesel mat 210 PS. Beid Varianten kommen als 4x4 Allradundriff mat enger Erdstufenautomatik. Direkt am Vierers kann e soen de ganze Package, Motto, Boîte an Allradundriff gouf extra fir dese GSI nei aufgestimmt. Passt awer alles perfekt zu summen, sodass ich schon extrem überdreiben muss für diesen Top Bi-Turbo Diesel als enger Keier zu geheien, sogar dann, wann den ESP am Kompetitivmod schafft, wirklich recht am letzten Moment ersetzt. Die wichtigsten Komponenten für die Verbesserung von der Leistung können aber mehr oder weniger über das feinen Tuning vom Fuhrwerk, dem adaptive Flexride Sportfahrwerk, wo auch zwischen Sport, Tour und Normalmodus kann gewählt gehen, so wie auch nach in der Förderung an den Amortiseur geschraubt gouf. An Opel doch fertiggebracht huet, dass diese GSI 12 Sekunden méi séier iwwer Nordschläif vom Ring war wie sein Vorgänger den OPC. Performance für unserem Testauto, dem 2 Liter Biturbo Blue Injection Diesel mat 210 PS, huet sich auch gut gefehlt. Huet viel Grip abgebaut, an huet sich auch durch en gut aufgestimmten Traktion äußerst sehr as de Keieren heraus beschleunigen los.
Hier spielt et Steierung auch mat, als für mich aber ein Tick zu mell. Per Konter am Sportmodus kommen sie mir persönlich viel besser rüber. Aber wenn doch nachher auffällt, der Soundgenerator vom 4 Zylinder spielt den künstlichen Motorsound dafür, die Nerven an den nervigsten Türen schon ein bisschen überdriven klingt. Trotz engem Test von 2D auf flotte Strecken auf der Landstraße läuft der Verbrauch von Biturbo Diesel bei 9,4 Liter auf 100 Kilometer leihen. Ein Motto, den diese Biturbo Diesel auch schon an den innersten Touren gut bringt. An dat maximal Drehmoment vu 480 Newtonmeter as auch schon eng ordentlich Juso allein doch bei 1500 Tore pro Minute un. Seg maximal Vitesse lädt bei 233 km/h an ass a 7,8 Sekunden vu 0 auf 100 km/h. Iwer seg Stufenautomatik schafften sich auch ohne viel Ustrengung noch vier. A wie viel op der Autobahn NRWs. An Romol no senger erbecht e poéier Passagen op der Landstoos will hi leen, den ass mat diesem 210 PS Opel Insignia Diesel gut bedenkt.